Salut! Und herzlich willkommen bei LuxPlay. Was wird LuxCon an LuxPlay gemeinsam? Der Firnung. Ganz genau. Und das Jahr sind wir hier und werden erschweisen, wie so da ist, was wir so gesehen und wen wir so gesehen haben, mehr wie eine Woche Beiträge zu den Spielern. Und die kriegt hallo. Ich fand das einfach eng close Community. Das ist so, das nicht, dass man just ein Eis sieht, sondern dass es ein coole Equipe da drin steht, den ein coolen Event auf die Beine bringt. Und da das wirklich wichtig fand ich für so Niche-Interessen, die aber Expertise von den Leuten brauchen, die sich gerade dafür interessieren. Für mich ist wie sie den so à la Home Sweet Home, das heimisch, das flott, das kleinlich, fand wirklich gut. Ja, ich seid immer viele Leute, die ihr kennt und ja, das sind immensen Zusammenhalt auch durch jeder ist froh und das ist immer ein cooles Weekend. LuxCon selber ist nicht die größte Convention auf der Welt, das ist einfach die familiärste Convention auf der Welt für mich. Also einfach, wenn du Kollegen bist rumgesehen, wenn du einfach relax in Convention bist, kommt der LuxCon. Das ist einfach die Con für einfach zu chillen. Kon sech ass e sozial Erliefnis an en Madeneen an och eng Statement fir a Lützeburg, wo Fantasy a Science Fiction lang wéineg Terra haten, dats dat awer eng Fanbase huet an seit LuxCon gëtt, sinn Verleger op immer filmmi open dofir. Ich denken dat huet insgesamt or abs beweescht an dafir sinn ëmso méi Frau ëmmer heit ze sinn. Moin, ich bin Jarek Kraus. Ich organisiere heute LuxCon mit einer ganz großen Equipe von Benevolen. LuxCon hat 2014 angefangen zu tätigen an der Schwungfabrik, nachdem wir eigentlich schon jeden auch den Cousin von der Coiffeuse, vom Hund, von der Tata, vom Nopa zwei engagiert hatten. 17 sind wir dann hier an das Forum gekommen, da waren 5000 Leute hier und entre-temps mal so ein bisschen da angependelt. Bei der LuxCon da geht es eigentlich alles, was Science Fiction, Fantasy und Horror ist. Wir haben ein Literaturprogramm, wir haben Aussteller, die Sachen verkaufen, wir haben ganz viele Künstler da. Wir haben eine Videogame-Zone, wir haben eine Rollenspielzone, wir haben Miniaturen und das ist auch das Ziel. Es geht wirklich darum, für so viel wie möglich Leute reinzukriegen, an denen auch ein großes Spektrum an Hobbyen zu weisen, ein großes Spektrum und dem zu weisen, was alle guten als Hobby eigentlich ausmachen. Wenn wir dann einen Cosplayer haben, den Rollenspiel für sich entdeckt oder einen Literaturfan, den Spieler für sich entdeckt, dann haben wir eigentlich schon ein bisschen gewonnen. Wie ist es so schön, no Yakuza als Firo Yakuza? Aber weil Yakuza lo zu viel Yakuza tun, dürfen Yakuza lo Piraten. Und dazu gehen wir am Goro Majima. Das heißt, kennt dem Ubisoft sein Meisterwerk Skull and Bones so vielleicht Konkurrenz kreieren? Das ist da lo. Dead Souls Ishin Judgment. De Studio, dem mat all dëse Spin-offs eng Yakuza-Franchise vergréissert huet, war Sega. Wéit Firma 2025 eps neies Gesicht huet, nodems de Kiryu endlich an Pensioun dürft, so d'wuele Maderbeter: Dir wëll de neie Spin-off, iwwerleet dach. Irgendwo hatte mat dach dei beleefte Gag mat der A-Klapp, awer d'Infinituell vum mir Hawaii-Serie agefauerert. Tropech Inselen an mir. Ech schon eng Idee. Domat gom de grossen Zeitalter vun de Yakuza-Piraten. Ungefähr so ass et wohl dazu kommt, dat dat neizte Kapitel an der Like a Dragon Franchise Rëmmer an Hawaii spielt. Just dës kéier mam Fanliebling Majima als eenzege spielbare Protagonist, a mat Piraten as seich schlchte. Thomas hat wahrscheinlich kee gerechnet. Am Mam Majima ass och nächste klassische Brawler-Gameplay zréck. Runnebaséiert Action ass ze Summe am Ichiban molrem Passé. Der Majima deelt doch nach immer genauso heftig aus wie fréier. Dat eigentlich erstaunlich ass, wann bedenkt, dat eise Mad Dog mittlerweile 60 Joer huet. Dat gesäit in him wirklich net dun, Offer-based Zonge kéinte behaupten, dat Sega hai einfach ke neue Charaktermodell wollt erstelle. Me okay, so bësse verréte sein Alter dannawer, wann zum Beispiel de flashy Yakuza-Outfit öfters gen gemidtlech Touristeklamotten tauscht, neuerdings mam Segway durch d'Gegend fiert oder Foto mëcht op engem gemidtlesche Rundgang mat der Bummelbahn. An Leiit heen mittlerweile öfters mat alle Knacker ausschwätze.
Judefalls goufen lowuel hefte schon der Midlife-Crisis erwischt. Well wéi den Numm vum Spillet scho verréet, hängt de Majima kurzerhand seg Yakuza-Karriere un de Null fir Pirat ze ginn, as sech Numm als gréste Schrecken nummiert ze ma. Okay, fir ganz fair ze sinn, den Hamen huet den a mysteriösen Ëmstän Schëfborer liden an do bei se Gedächtnis verloren. Jep, och Yakuza bleif net méi vum berüchtechten Held mat Amnesie-Klischee verschont. Geschicht fängt dommer dun, dat de Majima un de Strand vun enger tropischer Insel gespult gëtt. Ohne Erinnerung darun, wen hin eigentlich ass oder wen he geland ass. De Noah, e Jong mat einem klengen Tiger als Hausdeier. Ja, richtig heieren. Von der rette Majima. Weil dem Noah sei gréste Wunsch ass endlich das kleng langweilig Insel zu verlosen, Welt zu entdecken an Abenteuer zu erliewen, entscheet Majima als Merci genau dat mat ihm zu machen. A well aus irgend engem Grund Hawaii am Yakuza-Wës vun enger richtiger Pirateplo iwwerrannt gëtt, dat schenkt er hatten eng gängig Berufsoption ze sinn, desidéiert hin, dat Pirat ze ginn as e Schëwerku ze besurgen die best manéier ass fir dem Noah sei Wunsch zu erfüllen. So this is your able-bodied crew. Et dauert zwar net lang, bis de Majima sei Numm as eng fréier Identitéit gewurget, an dat den op Hawaii kom fir anscheinend mat anderen Ex-Yakuza nuklearen Offall proper ze entzuergen, op enger klenger Insel, déi bis hier kurzem vun enger zwielichtiger Sekt besat gouf. Wellen sich allerdings trotzdem net selber uniergenäpste vun erënnert, interesseiert de Tee noch féinech. Annen erlieft lewer eichmol Abenteuer mam Noah, as enger neier Pirateku. Dobei entdecke se ënnert anderem dat geckeg Pirateparadies Atlantis, eng gesetzlos Insel, déi vun der gnadenloser selbsternannter Queen Michelle kontrolléiert gëtt, an de Majima gëtt vun engem mysteriöse Schatz gewuer. Den ass vull awer net just Legend, war net just Queen Michelle an ihr Piratenarmee, méi och Ex-Yakuza an iwrech bliwe Mombre vun der onheimlecher Sektor an Tier sinn. An natierlech dauert et net lang, bis de Majima sech dëse Schatz selwer op den Null rapppelwe. So kënnet, dat de Spieler tëschent allerlei hawaiianischen Inseln hin an hier lese kann. Mei hauptsächlech werden am Atlantis Zauer ausflossen oder dat Sonnecht Honolulu geneessen. Dës zwo Gegende repräsentéieren och die zwo ënnerschiedle Spielwelte vu den Pirate Yakuza. Staat Honolulu, déi verschiedene schon als Infinite Wealth Dief bekannt sinn, bitt éichter die klassisch Yakuza Experience. Reesen duerch eng kompakt Startmap mat allerlei witzegen a bescheuerte Nierwemissionioen a Cape-Wise Minigames. Ob Klassiker wie Bier, Karaoke oder d'Arcade-Hallen, wo Sega Retro-Games könne gespielt ginn, oder Neibeschäftigungen, die aus Infinite 12 gekropt goufen, bei Mario Majima Kart, Crazy Delivery, Examen schreiben, nee, wirklich, oder auch perverser freier Wildbahn fotografieren. Nee, das ebenfalls kein Schreibfehler. Langweilig gëtt zu Honolulu so schnell net. Zwar wëlle noch heierem all 50 Meter pro Prolete Klappereien ufänken, méi op der anderen Seite kann de Majima iwwer sozial Netzwerker vill Kollege gewannen, as sech mat verschiedenen Déieren ufrenne. Atlantis, déi aner Klenginselen an noch dat Opend Meer si Schauplatz fir alles wat bei Pirate Yakuza wirklich nei ass an dem Spiel se einzigartige Fläge. Am Schëff kann ennner klengen iwwerschaubare Maps Inseln entdecken, as Eichschlöchte bestreiden. Dës Schlöchte sinn definitiv spaßig, wann et gelingt, Gegner auszumanövrieren an aufzuscheissen. An et ass een Highlight, wann dat gegnerrecht Schëfte no gekapert gëtt an eng gros Schlöcht und Deck alles entscheet. Fir hai awer ëmmer Suse ze hunn, muss net just Schëff no an no verbessert ginn, wie och d'Kuh vergréissert, opgelevelt an hier stärkte richtiger gesat ginn. Kandidatenhäufe kann ene so begéinen, de Schniewequests rekrutieren oder auch de Minigames gewannen. A well de Majima gefilt wirklich all Spënner as en Kuh leist, dauert et net lang, bis mir mat der wahrscheinlich furwester a verrexte Piratebahn vun de 7 Weltmeerer ënnerwe sinn. Atlantis bitt nieft neien explosive Baseball-Varianten fir un allem de Piratekolosseum, wo Piratebande mat ihre Schëffer wie Gladiatore géint den en untriede. Dës Showdowns tëschen Pirate sinn zwar spaßig, mit Seeschlöchte sie méi simpel Design wie zum Beispiel bei Black Flag, wat dem Pirate Yakuza gär verglacht gëtt. An noch d'Seefahr du sech fil sech méi steifun. An de klenge relativ eidelen Areale gëtt doch Manner ze entdecken. Wadet allerdings ze entdecke gëtt, sinn allerlei Schätz, die op den Insele verstoppt a vu feindliche Pirate bewacht ginn.
Hei muss als Protagonist mat einem klengen Team géint Horde vu bewaffnete Gegner bestoen, fir se en sweet Booty ze kommen. Och beim Kämpfen erkennt den Dualitéit vun dësem Spiel. Et ginn 2 Kampfstiler. De Mad Dog-Style ass de klassische Stil, de mir so ähnlichcher seit Yakuza Zero kennen. Schneller, stylisch Komboe mat Feicht, Face, Messer, a wat de Majima sos nase ze pake krit. Neisinn Ugriffe an der Luft, an e Supermove, mat dem de Majima kurzzeitig Schattendoppelgänger rufe kann. Net just Pirat, mé och nach Ninja. Dat ändert ass de Piratestil, Sea Dog. Den ass bësse milues méi wit dofir besser Verteidigung dank 2 Säbelen, mat denen de Majima Ball alles sofire kann. A wee muss auf links sinn, wann net just seng Säble wie Boomerang decht Gegner chase kann, wie och nach Pistol ans Goenenter haken huet. Mat dem kënne mir net just Gegner ugreifen, wie och verstoppte Schätzerrechen as Guerdéieren a kocht Tempo aus dem Wasser oder aus der Luft angle. Aufgrund gëtt dat ganz mat engem Supermove, wo dem Majima e verfluchten Instrument spielt, dat Geichter vu Meeresdeieren zum Ugriff rift. Make sense? Selbstverständlich könne fir als Schëff allerlei Skins an Accessoire freigeschalt gin. A vu cool bis bescheuert ass natürlich alles dabei. Selbech beim Majima, fir de mir fir d'échte Keier Outfits frei ze Summe stelle könne. Apropos Präsentatioun, ginint zo, dat de ufangs definitiv vun der Grafik enttäuscht war. De gefilt seit Yakuza Zero vun 2017 ke Fortschritt méi gemach huet. D'Spiel hat genau so och schon fir PS4 rauskomme könne. Och Dareslut wirkt jeno Platz extrem belatzech, an Dauerbrenner wie limitéiert Animatioune bei Niewebeschäftigungen sinn nach immer Standard. Och bleibend Entwickler nach ëmmer meestere vum Assets Recycling. An trotzdem huet mich d'Spiel irgendwann so gut in erhall, dat ich mech net wie weide un dëse Mankos gesteiert. Da will ich aber nach löwen, dat am Spiel viel Soundtracks aus allerlei andere Yakuza a Sega-Spieler gesammelt an sobald all Moment am Spiel gelauscht hat gi könne. An et sinn eng Reihe richtig Banger dabei. Wir haben net so viel Bemol richtig zu machen, als als Playlist aus unerklärliche Gründe op 10 Tracks limitiert, so dat de stauernd eng Playlist mist ändern. Schlussendlich als Pirate Yakuza in Hawaii e Spiel, dat sich ganz groß fan op de Piratenfändel geschrieben huet. Dës Keier werden Entwickler wohl vu 4er Chlor wéi absurd schon nëmmen je Prämis ass, an so dat voll assuméiert. Op Mitrailletten ofieren duch Rëmgefuchtels mat Säbelen, Schëfskanonen déi eiser Gëftgeschosser nutzen oder déieren, die op Social Media aktiv sinn, so over de Tober verregt wie Pirate Yakuza war bis lo hextensten Zombie-Spin-off. Dozo dreht sech och de charismatischen an den erhaltsame Protagonist bei, den an den Szenario passt wie d'Faust op da. Balance töcht serieusem Gangsterdrama an absurdem Humor tippt hei definitiv zugunste vum Witz. Wenn Yakuza also hauptsächlich wenn's der dramatischer Hauptstory spielt, heint e bëssen enttäuscht gi vun der mi kurzer a simpler Story déi hei geburdiget. Trotzdem, an trotz enger Präsentation déi definitiv last Channers hunn ëch mech ha immens amüséiert. Den extreme Fokus op Spaß mecht Pirate Yakuza allo schon zu enger von denen en erhaltsamsten erlöschtegste Videospielerfahrungen vum Joer. Mat Avowed will Microsoft och den Wow-Effekt fir d Night Exklusivspiel fir sech gewonnen. Ob mehr aber genauso denken an net so wow fannen oder ob d'Spiel die falsch Suchti geholet, allo mat den Hobby drängt, dat gesinn an lo. Tei. Längst de Bubble Tea? Ja. To the Bubble Tea! Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. Avowed, den neuesten RPG von Obsidian Entertainment, den an der Pillars of Eternity Welt spielt, kom mat hegen Erwartungen op de Marché, weil Spiel op den echte Blick tatsächlich extrem nur engem Elder Scrolls ausgeseit. Skibidi was fine until you rizzed along. Simpire was chill AF. If you weren't Malding, I could have copped that whip and been halfway to Gunnerfell. Avowed spielt op enger Insel, die einfach The Living Lands, also dat liewecht Land genannt gëtt. Er bit eng Reihe reichstädtéier Zonen am Platz vun enger eenscher grossener op der Welt. An all Gebiet vum geringe Paradies bis zum liewensfeindliche Galloway's Tusk fën nun all Eckgeheimnisser, Sidequests an iwwerall Parcoursgelegenheeten.
Jo, deut richtig heieren, Wald bit tatsächlich net nëmme viel horizontal Exploration, mir auch extrem viel Vertikalität. De Parcourssystem erlaubt dem Spieler dabei zu klammen, zu sprangen, a verstoppten Loot zu entdecken. Ob sie den Hütei bewusst Loot a Geheimnisse wirklich op all usatzweis erreichbaren Areale verstoppt, sodass es sich immer lohnt, auch abseits vom Weg zu erkunden. Das Kampfsystem von der Wald ist erstaunlich dynamisch, aber mit viel Auflösung und ist wirklich individuell anpassbar. Es kann den Dürbelwaffen drohen, Taschenwaffensets wirsteln, Tischnokampf, Schusswaffen, an Zauberstäb oder sogar Zauberbücher wirsteln und experimentieren. Aber wenn ihn sich noch einfach nicht sicher ist, kann ihn zu allem Moment respecken. Wichtig ist hier aber, dass Skillpoints hauptsächlich neue Fähigkeiten freischalten oder Fähigkeiten upgraden. Es kann ihn zu Attribute wie Stärke oder Intelligenz skillen. Tatsächlich mich stark geht ihn aber hauptsächlich an dem sie seine Waffen oder Rüstungen upgrade. Die Spielfigur ist eine sogenannte Godlike. Wer Pillars of Eternity kennt, dem sollte der Begriff sein. Für all die anderen kann ihn das ganz kraft so, dass es eine Person ist, deren hier Seele von einer Gottheit berührt gouf und dadurch eine Verbindung zu dieser Gottheit aufbaut und auch sogar Merkmale, die passend zu dieser Gottheit unhält. Der Kicker ist hier aber, dass er normalerweise weiß, um wer eine Gottheit es sich handelt. Im Fall von unserem Godlike ist das aber nicht der Fall. Einzigen Indiz sind die pilzähnlichen Mutationen am Gesicht. Also Charakter wird übrigens so einfach Envoy, also Emissär genannt, und gouf vom Käser von Edil rausgeschickt für ein mysteriös Plague of the Souls zu ersichern, die Dream Scourge genannt wird. Es dreht sich dann auf eine lineare Art und Weise durch die verschiedenen Regionen vom Spiel, welche aber alle für sich, wie gesagt, frei erkundbar sind, an alle mit ihrem eigenen Setting und ihren eigenen politischen Backgrounds aus Side Stories kommen. Auf dieser Reise beginnen dann tatsächlich wie am Mass Effect auch nur neue Companions, die begleiten und alle eigene Fähigkeiten haben. Leider hat kein außer der Kai, den ihn als echt beginnt, eine eigene Sidequest für sie besser kennenzulernen. Für allem hat mir aber gefallen, dass wer sich bei verschiedenen Momenten entschied, einen tatsächlichen Einfluss auf den Rest vom Spiel kann haben. Ob es eine Klangsache ist, wie Gegnerkämpfe zu einem bestimmten Punkt zu bekämpfen oder wichtigen Dialog um Schluss von einem Segment. Am Ende vom Spiel hat ihn tatsächlich Gefühl, einen großen Einfluss auf den Verlauf gehabt zu haben. Also kann er sich zum Beispiel am eigentlichen Antagonist zusammentun. What? You gonna wash your hands? No, 'cause I'm evil. Grafisch ist das Spiel auch richtig hingucker. Vor allem die Belichtung ist richtig gut geraten. Aber auch die verschiedenen Regionen sind wunderschön inszeniert und haben alle ihren eigenen Charme. Vor allem hat Paradise gering und tropische Elemente, Emerald Stair als ein magischer und mysteriöser Busch mit allen Ruinen, und Thirdborn ein großes Wüste, wo früher ganz näher war. Verschiedene Elemente wirken heute aber auch ein bisschen cartoony. Gerade Animationen erinnern mich extrem an verschiedene MMOs, wie zum Beispiel Elder Scrolls Online. Schlussfolgernd gebe ich also so, dass es Wald eine reich, liebliche Welt mit belohnender Exploration und coole Kämpfe bietet. Aber nicht ganz unter den Rahmen von einem Scrolls-like rückend. Dafür aber eine richtig coole Story mit viel Wiederspielwert, weil er tatsächlich viel Einfluss auf den Ending, aber auch auf den Auflauf vom Spiel selber hat. Für Fans von Obsidian an der Pillars of Eternity Welt oder Leute, die einfach ein RPG spielen, der doch so schnell leicht nur Elder Scrolls erfüllt, also war trotzdem per Schwachpunkten ein Ries der Wert. Die Luxcon war aber wirklich cool. Und wir sind noch bei den nächsten Events dabei, wie Schöfflinger Gaming Day oder DLGX. Wir schwätzen über DLGX. Da sehen wir uns auf den nächsten Events. Ciao.